Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Und wir sind bei der singenden Lili und im Boot gelandet. Sieh dann. Sing nur weiter, ist ja schließlich unser Lied. Wie hast du den Ort hier nur gefunden? Hey Lili, ich glaube, du hast das Zeug zum Reiwa. Wollen wir uns zusammen unter dem Namen das diebische Ehepaar berühmt machen? Das mit dem Talent... oh Gott, Frosch im Hals. Das mit dem Talent lasse ich mir ja noch eingehen, aber der Name... Ich finde, du bist in letzter Zeit, wie soll ich sagen, ziemlich gut drauf. Eigentlich eher schweigsam. Wenn dem tatsächlich so ist, dann habe ich das deine Bemühungen zu verdanken, sie dann. Aber nicht nur mir. Du hast auch deinen eigenen Teil dazu beigetragen, weil du es wirklich gewollt hast. Aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Alle wäre ich doch nicht einmal noch in Lindblumen gekommen, geschweige denn zum äußeren Kontinent. Alles, was ich bis jetzt versucht habe, ist immer fehlgeschlagen. Nicht mal meine eigene Mutter konnte ich zur Vernunft bringen. Aber der Neville-Lichter, Kutscher aus seinem Versteck locker und alles andere. Wäre mir nie möglich gewesen, wärst du nicht an meiner Seite geblieben, sie dann. Und auch all die anderen. Das stimmt wohl. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Vivi und Eiko beim Barm Ifas, Quina beim Verlassen vom Kontinent des Nebels. Freya, der gute alte Steiner, Beatrix, die Seite gewechselt hat. Ich weiß, ich hab sie nicht vergessen. Ich hoffe, die sind alle wohl auf, aber manchmal beschleicht mich die Unsicherheit. Ob ich der Erwartungen von allen, die mich unterstützen, gerecht werde, ob ich ihr Wünsche und Hoffnungen erfüllen kann. Ah, was, nur nicht so viel nachdenke. Aber... Keiner von uns, Lili, keiner erwartet, dass du dich für uns verantwortlich fühlst. Es ist ja nicht so, dass sich alle nur für dich aufgeopfert haben, Lili. Die beschreiten alle den Weg, den sie selber gewählt haben. Der Weg, den sie selbst gewählt haben. Und du, sie dann? Warum bist du mit mir gekommen? Weil, am besten ich zitiere Ibsen. Ibsen? Den Entdecker Ibsen, den hat's früher mal wirklich gegeben und die Erzählungen basieren auf seine Abenteuer. Also die Geschichte geht so. Es waren mal zwei Freunde, die Ibsen und Colin hießen. Sie haben auf einer kleinen Burg zusammen geschafft. An einem Tag hat ein Brief Ibsen erreicht, aber der Brief war so vom Regen durchnässt, dass man kaum lesen konnte, was in dem geschrieben stand. Komm heim waren die einzigste lesbare Worte. Halt steigt mein Luftschiff und fliegt heim, kein Problem, aber zu der Zeit gab's sowas ja noch nicht. Ohne zu wissen, was eigentlich los war, hatte Ibsen freigenommen von der Arbeit, hat seine sieben Sache gepackt und sich auf die Reise gemacht. Die haben Berg und Tal überquert, haben gegen den dichten Nebel gekämpft und sich auch durch Monsterhorde geprügelt, aber zu zweit konnten Colin und Ibsen das Ganze packen. So sind sie tagelang gereist, bis an einem Tag Ibsen zu Colin aufgesehen hat und gefragt hat, sag mal, warum hast du dich überhaupt entschlossen mitzukommen? Was hat Colin geantwortet? Weil du dich entschlossen hast zu gehen. Wenn er jetzt mal die ganze Zeit einen auf Schleimbeutel macht, sondern mal wirklich was Schönes verzählt, kann er doch auch mal relativ sympathisch wirken. So, jetzt haben wir einen Schluck Wasser. So. Sieh dann. Ich... Ja. Lili? Hörst du das? Hörst du auch jemand singen? Hey. Aber das ist ja dein Lied. Wie... Aber wie kann das sein? Die heilige Wandgemälde sehen im Sonnenuntergang fast so aus, als ob sie lichterloh in Flamme steht täten. Ich hab den Anblick schon einmal gesehen. Bist du dir das sicher? Die Videosequenz aus dem Anfang wieder.
Ja, Garnet scheint von hier zu sein. Lilly! Lilly, was ist denn los? Das war wohl zu viel, die Erkenntnis gerade für sie. Wo ist denn Vivi? Er war am Schlafen und ich wollte nicht wecken. Magst du drüber retten? Ich habe keine Erinnerung an meine Kindheit. Ich habe nie ernsthaft drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, ich hätte die Zeit einfach vergessen. Es hat mich ja nie jemand um meine Kindheit oder sowas gefragt. Dass ich in Alexandria aufgewachsen bin, stimmt. Aber ich glaube erst nachdem ich 6 war. Erst ab 6? Und davor? Davor, bis ich 6, bin ich hier in Madansari aufgewachsen. Ich kann mich ja nicht wirklich an alles erinnern. Es ist alles so verschwommen. Aber ich weiß, vor 14 Jahren hat ein fürchterlicher Wirbelsturm das Dorf heimgesucht. An dem Tag bin ich mit meiner leiblichen Mutter an einem kleinen Boot aus dem Dorf geflohen. Genau wie das kleine Boot, was du in der Bucht hinterm Haus von Eiko liegt. Als ich mit sie dann auf das kleine Boot gestiegen bin, das Lied gehört habe und die Wandgemälde gesehen habe, sind meine Erinnerungen plötzlich wiedergekommen. Es ist das Lied von Madansari. Deswegen konnte ihr keiner sagen, weil du es kennst. Aber wie bist du denn nach Alexandria gekommen? Warum bist du dann da aufgewachsen? Und das als Prinzessin? Warum hast du kein Horn wie alle Esper? Ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht weiß Professor Toto etwas drüber. Ach, über meine Mutter, die auf Uruhiger See. War wirklich die Mutter, die mich beschützte und wahrscheinlich an jedem Tag auf dem Boot dabei umkam. Was für Ironie, die Person, die sie für ihre Mutter gehalten hat, ist keine die wirkliche Mutter. Die leibliche Mutter weilt nicht mehr unter uns. Lilly hat halt gleich beide Mütter verloren. Ja. Atmos, Fenrir und ohne ist noch ein Vogel als Bestia. Kentaris vergangen, an dem ich nicht von den Wandgemälde gebet hab. Du auch? Ja, genau wie du. Ich bin froh, zumindest einen Teil von meiner Erinnerungen wieder gekriegt zu haben. Phönix könnte das ohne sein. Lilly, willkommen daheim. Danke, Eiko. Irgendwie. Warum lachst du? Eiko ist glücklich. Nicht die einzigste Zeit, die von uns noch lebt. Mein Entschluss steht. Eiko wird mit Zidane und Lilly mitgehen. Damit breche ich zwar mein Versprechen gegenüber Großvater, aber ich möchte nicht mehr allein sein. Außerdem hat Großvater immer zu Eiko gesagt, es ist wichtig, ihm eigene Herz zu folgen. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber Zidane, ich will das eigentliche Ziel von unserer Reise zu dem Kontinent erreichen. Na Logo, geht mir noch genauso. Dann lass uns mal alle gemeinsam gehen. Lilly, wollen wir zusammen beten gehen? Gern. Naja, die alte Zeichnungen werden jetzt wahrscheinlich nicht darauf reagieren, aber wenn ihr das wollt, wenn das so bei euch Brauch ist, können die Anarioaria-Ritual abhalten und pinkle gehen. Ich bin mir immer noch unsicher, ob das der richtige Weg ist. Aber zu der Zeit, wo wir Kuja bezwungen haben, wird vielleicht wieder der Friede in Alexandria einkehren. Großvater, Eiko macht sich auf den Weg. Du kommst also mit? Ja, ich klinge sehr begeistert. Was ein Kick ins Gesicht zu verziehen? Ich weiß nicht, wie sie beim Vivi Mimik deuten will. Der hat ja nur ein schwarzes Gesicht mit 2 gelben Haare. Hab ich doch gar nicht. Ich guck immer so. Mogu, wo steckst du? Mogu! Kommt sie wieder arg gewichtelt. Kubo, 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 Kubo. Fräulein Eiko, bitte vergiss nicht, dass du in Madansari immer einen Ort hast, an den du zurückkehren kannst, Kupo. Und mach dir keine Sorge wie im Dorf. Wir werden darauf aufpassen, Kupo. Folg stets deinem Herzen, Kupo.
Möge die Macht mit dir sein. Dann halt der heiligen Wandgemälde mit dir sein. Die Jedi Mogri bzw. Jedi E-Box hier. Aber fehlt noch einer. Ja, genau. Was denn, willst schon wieder auf die Gosch haben? Der Sieger erhält's Leben, der Verlierer der Tod. Ach, du möchtest doch eigentlich immer der Reise in der Regel gefolgt sei. Aber der gästerische Handlungsweise widerspricht dem völlig und erschließt sich mir nicht. Spuck's aus welchem Grund hast du mich nicht umgebracht? Naja, was soll ich denn da dazu sagen? Bist du wirklich so unzufrieden, nicht getötet worden zu sein? Warum bist du so erpicht drauf zu sterben? So wüsste ich wenigstens, woran ich bin. Dann schließ dich doch uns an. Sie dann? Was? Was soll denn jetzt wieder heißen? Vielleicht verstehst du dann mal Handlungsweise, um was ich gemeint habe. Und außerdem steht uns jetzt sowieso eine Menge Kämpfe bevor. Der Kraft wird uns sicherlich von Nutzen sein. Die Spontanität ist mir also noch geblieben. Ah, das scheint ihn ja von irgendwoher zu kennen. Hey, hast du was gesagt? Verstanden, was er auf der Hut. Ich werde dich stets im Acht behalten. Und hast du auch einen Namen? Nee, nimm mich wie du willst. Lani hatte ich einfach nur Rotschopf genannt, oder? Mahagon. Ja. Okay, Dreads scheint er zu haben, wenn ich mir das Bild so angucke. Der ist auch Rechtshänder, 26 Jahre alt und aller Hopf. Mag sein, dass manche mich so nennen. Rund scheint ja sowieso deine Lieblingsfarbe zu sein. Wie wär's da also mit Mahagon? Jetzt, wo wir so viele sind, sollten wir uns einigen, wer im Ernstfall an die Front soll. Ja, lassen wir den Knetkopf erstmal fort. Keine Sorge, der wird uns schon keine Probleme machen. Überlass das nur mir. Alle hopp, auf zu Ifas Bam. Genau. Ich behalte erstmal die 2 Weißmagier in meiner Truppe drin. Dann können wir hier nochmal... Genau, können wir hier nochmal die Lamia-Flöte ausrüsten. Lamia-Flöte und Lamias Tiara. Diese Person Lamia scheint ja äußerst wichtig zu sein. Was haben wir da noch? Baumwollkleid. Hat's auch schon gelernt. Dann gehen wir mal die Magierkutte. Und mehr kann sie doch auch nicht mehr machen. Okay. Dann gehen wir mal hier. Und mal Gift und Galle fort. MP plus 10 geht dann noch. Das ist gut. Sehr schön. So, dann wieder auf zum Baum Ifas. Natürlich mit Kampf. Muss ja sein, das gehört zum guten Ton. Kleine Goblins hier. Dann mach die doch mal fertig. Wieder Goblinschlag. Ah, na toll. Bestatio. Dann machen wir das halt so. Und ihr kloppt einfach nochmal drauf auf den Erster. Ist natürlich mal wieder eine richtig schöne Verschwendung von Trance. Aber dann werden sie halt verdunnert. So. Der überlebte sogar noch, aber naja, in einem Bosskampf ist das natürlich wesentlich praktischer. Ja, Vivi macht auch mittlerweile ganz gut Schade und sogar Aiko. Die Flöte sieht ja auch lustig aus, hat so Endungen wie so Grammophon und scheint irgendwie aus Schuppe teilweise zu bestehen. Oh. Seelenwanderung hat er auch noch gelernt. Das heißt, Naiwaf wird fällig, oder? Gerade mal gucken. Detonator, genau. Da hat er Seelenwanderung gelernt. Da kann er jetzt die Runenklinge verwenden. 777 hat er allerdings schon gelernt. Das heißt, von Waffe kann er jetzt nichts mehr lernen, aber er hat die derzeit stärkste Waffe. Sehr schön. Bin ich immer gespannt, wie die aussieht. Weil der Detonator sah echt schon geil aus. Und mit der Runenklinge bin ich auch mal sehr gespannt. So.
Gut, dann sind wir jetzt wieder hier in dem Gebiet. Also ab wieder Richtung Ifas Baum. On. Es geht natürlich nicht ohne. War ja logisch. Bam, 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 bam. Und ein Trolleybus. So. Eisra macht der Kerl. So. Klaue ich erstmal ein bisschen was von ihm. Und wenn Vivi soweit ist, gibt's erstmal Feuer drauf. Ah, Zelt geklaut. Das ist natürlich nützlich. So. Okay. Ah, die Runenklinge sieht auch ganz cool aus, aber Detonat Sekret Igitt. Aber ich muss sagen, der, oh, wütend ist er auch noch. Na, klasse. Ja, stimmt, der macht ja ständig Konter, habe ich ja ganz vergessen. Aber er hat schon eine beschlagene Hufe, muss ich sagen. Wir könnten uns alle nochmal heilen. Ja, wenn das... Oh, 4428 habe ich an Schade gerobbt. Alter. So, Level Up gibt's auch nochmal. Vivi könnte jetzt von Level 5 tot betroffen werden, falls ein Gegner das kann. So. Moment. Da hat sie noch ein bisschen mehr. Deswegen machen wir mal Vita auf die ganze Bande. Dann hätte ich auch noch mal Sache. Ach, wenn es jetzt heute wirklich ein bisschen früher ist, die letzten 2 Episoden waren so lang, dass ich finde, dass sowas mal erlaubt ist. Wir zelten jetzt nochmal. Das war jetzt zwar etwas unnötig mit dem Vita, aber war jetzt eine spontane Überlegung von mir. So, dann speichern wir und ich jetzt sage, ich mache für heute erst einmal Schluss mit der Episode und setze hier meinen Cut. Weil wie gesagt, die letzten 2 Episoden waren so lang, wenn es jetzt nur 18 Minuten oder was sind, tut's mal leid. Aber ich finde es eigentlich so in Ordnung, wenn ich jetzt hier meinen Cut setze. Und morgen geht es dann zum Baum Ifas wieder. Ich glaube, dann sind wir soweit tatsächlich, dass CD 2 dann zu Ende ist. Mit den Ereignissen von Baum Ifas, die jetzt kommen, haben wir dann dort mit die CD 2 beendet. Und dann geht es, glaube ich, noch an einem anderen Schauplatz weiter. Und nicht mehr hier auf dem äußeren Kontinent, sondern da kommt erstmal was anderes noch. Weil wir haben ja noch Kollegen, die woanders sind. Und die sehen wir dann morgen wieder. Ich weiß nicht, ob wir die schon morgen sehen, aber es kann sein, dass wir CD 2 morgen beenden und dann wieder zu der anderen switchen. Aber das wird sich zeigen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.